Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Und jetzt geht's wieder weiter mit unserem, ja, heiß geliebte Ding. Und wir müssen weiterfahren. Na dann. Wie war das nochmal? Krieg schon Aggressie auf dem Ding. Okay, mit ihr schieße ich wieder. Wir können uns auch einfach so treiben lassen, die Sache. Das macht's etwas angenehmer. Du müssen wir hier nicht mit Vollspeed durch. Fahren wir ein bisschen Kotzmühle. Okay, das bringt uns nichts, hier Kotzmühle zu fahren. Na gut. Da müssen wir halt da entlang. Dann werden wir immer wieder ein bisschen zurückgedrängt durch den Flusslauf. Okay. Wow. Hört auf, ihr Kakadu. Komm ich dir überhaupt durch? Ja, das schafft er. Und sie kann auch wieder schießen. Komm schon. Ja, ich bin ja der grandiose Fahrer. Mir wäre es lieber, wenn sie fahren tät, um ehrlich zu sein. Und leichter wird sie auch nie. Dass die Typen immer ihr Ätherfässer hier entsorgen müssen. Das gibt's doch gar nicht. So, Patsch. Das hat nichts gebracht. Aber jetzt. Zack. Na Allah. Wow, die kommen aber ganz schön schnell auf uns zu. Und da ist noch eins. So. Wo seid ihr? Ich glaube nämlich, dass da noch... Ja, natürlich. Und zack. Okay, sie schießt und sie hat... Was hat sie dann? Ein Revolver hat sie, glaube ich. Batsch. Nein! So, hier will ich hoch. Wow, 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 wow. Na, okay. Dann müssen wir das so erledigen. Und hopp. So, hier geht's wieder hoch. Okay. Na Allah. Wow, 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 wow. Gut, das war noch genug Distanz dazwischen. Wow, 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 wow. Langsam wird's gefährlich hier in der Gegend. Du elendes Mistding. Boah. Okay. Dich krieg ich. So. Das sind ja auch Dreckschweine, wenn die da überall die Fässer da reinschmeißen. Komm schon. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind einfach nur zu faul, um ihr Zeug zu entsorgen und nie was vom Recycling gehört, die Bursche. Okay, zack. Okay, wir sollten wieder eine Weile zurückfahren, bis wir uns erholt haben. So. Jetzt haben wir uns wieder so weit regeneriert. Zum Glück ist unser Ding hier nicht abhängig davon, wie oft es gecrashed wird. Ja, Mist. Das wäre ja noch schöner gewesen, wenn unser Ding da noch Leben hätte. Boah, die können aber auch Treffer auf einmal, wie die Sau, die Typer. Mann, 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 Mann. Ich weiß, so wie ich das Spiel, ist es äußerst unepisch. Aber wir müssen sie auch irgendwie hinkriegen. So, einer weg. Ja, beide weg. Sehr gut. Das nochmal fort. Weißt du, kann ich da eigentlich hoch? Nö. Da kann ich leider nicht hoch. Okay, dann das Ding nochmal hoch. Und jag hoch die Scheiße. Und hier ist nichts. Das heißt, wir müssen hier wieder weitergehen. So, dann haben wir jetzt mal friedlich hochgejagt, ohne große Probleme. Ja, auf das Fass, Elena. So. Okay, gut. Dann Batsch. Okay, euch mal... Oh, wieder so ein Genitalschuss. Und dann noch der Arm wegfetzt. Na Allah. Der Kadaver schwimmt schon im Wasser. Ich sag irgendwie so der Trotteljob ins heißt, sichert unsere Flucht. Und dann gucken die auf ihrem Homo-Mobil
Und machen noch die ganze Handlanger platt. Das ist schon sehr undankbar, der Job. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, mir wird am Ende auch gezeigt, wie viele Handlanger ich gekillt habe. Das wird mich sehr interessieren. So, Gesamtbilanz wäre nicht schlecht. So, da was. Und ich hätte gern irgendwie so ein genau. So ein Titel wie Handlanger-Smasher oder sowas. Lakaientod. Nathan Lakaientod. Das ist doch ein cooler Spitzname. Da geht's hier wieder weiter. Also die Passage mag ich nicht. Ich habe schon gedacht, gleich fliegt das Ding in die Luft. Also die Passage gefällt mir definitiv nett, muss ich sagen. Da gibt es sehr viel coolere. Die mit dem Wache fand ich sehr viel geiler. Wo man durch den Dschungel fährt und dann mit dem Wache schießt. Das fand ich sehr viel geiler. Das hier finde ich eigentlich eher schon fast schon lästig. Muss ich gestehen. Wow, da ist noch einer. So, die darf man halt auch nicht übersehen, die Kerle. Mann! Komm, jetzt du noch. So, mit meinem patentierten Genitalienschuss. Wow, der sogenannte Nussknacker. So, wo ist... Da hinten muss noch irgendwo einer sein. Ah, ich sehe da noch einer. Da hat ein größeres Kaliber wieder. Okay. Und da muss noch irgendwo, glaube ich, einer gewesen sein, oder? Kommen wir aus deinem Loch? Okay, anscheinend hier Kenner. Was mich etwas wundert. Ja, tatsächlich nicht. Okay. Kann ich hier dann mit der Art Docke oder... Nee, Art Docke geht hier nicht. Dann muss ich wohl einfach hier wieder weiter. Oder? Sieht aus, als müsste ich hier weiter. Na, dann fahr doch nach Nathan. Du Ochs. So, Hammel dekadieren. Rast dich da durch. Presst dich da durch, nicht rast dich da durch. So, und weiter geht's. Ja, ich glaube, nach der Runde Kotzmühle hätte ich definitiv Probleme. Das sieht jetzt schon fast aus, als wäre ich auf dem Strand unterwegs vor lauter Gicht. Nicht Gicht, sondern Gischt. So. Gehen wir hier raus. Danke. Alles klar? Okay. Belohnung freigeschaltet. Sehen nach, was los ist. 13 zu Flucht? Fragezeichen. Na gut. Okay, wir haben wieder irgendwelche Boni freigeschaltet. Belohnungen. Designs. Drake Naughty Dog. Hätte ich eigentlich ganz gern, um ehrlich zu sein. Ja, den hätte ich mal ganz gern. Das Design. Waffenauswahl, bla bla. Halbautomatik P9. Nö, sonst nichts. Galerien sind im Hauptmenü. Bla bla. Okay. Ja, so sieht er doch sehr cool aus. Das gab es auch bei The Last of Us, muss ich sagen. Also das Naughty Dog Design als Belohnung ist immer wohl ein kleines Standard-Gimmick, damit Naughty Dog an einem vor sich selber werben kann. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich glaube, da habe ich noch was Blitzes sehe. Ne? Nee. Dann habe ich nichts Blitzes sehe. Ich sehe oft mal Phantomblitze irgendwo. Wo kennt's ist. Dann Tritt-Ei. Da ist der. Da war er. So. Sei still, Bandana Man. Ihr dürft nichts als irgendwelche komische Handlanger-Sprüche sagen. So, was sind die? Wo sind sie dann? Wo seid ihr dann, ihr Knaben? Ah, du. Tschüss. Au. Ach Gott. Ich finde es immer großartig, wenn die so Schmerzensschreie machen. Bei denen klingt es immer so. Au. Okay. Der hat auch noch ein bisschen normale Munition. Das ist sehr gut. Ich gucke mich trotzdem hier auch nochmal um, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Kann ich da lang? Ich kann tatsächlich da lang. Aber hinterm Wasserfall ist nichts. Das ist häufig so, gerade wenn ihr früher immer Zelda gespielt habt oder irgendwelche andere alte Spiele. Hinter Wasserfälle ist oft doch mehr, als man glaubt. Deswegen bin ich so ein Wasserfallglotzer. Geht es euch auch immer so, wenn ihr irgendwo in so einem in seiner Naturlandschaft unterwegs seid? Ich muss immer hinterm Wasserfall gucken, egal ob das jetzt so ein Rollenspiel ist wie Gothic oder ob das so ein altes Spiel ist wie Zelda und so weiter. Ich muss einfach immer hinter Wasserfall gucken, weil ich immer denke, da ist noch was Optionales zu holen. Ah, na, sogar mit dem Roundhouse-Kick. Nicht schlecht, Nathan.
Na gut. Was gibt's dann? Ah, die rennt schon vor. Na gut. Dann folgen wir doch mal. Mal gucken, was es dort an Schönes gibt. Jetzt läuft er von sich aus schon langsam. Rennen Sie nicht so. Genau. Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh mein Gott! Bandana Man, Das bist ist ja du's? widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand? Halt, glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. Ruhe in Frieden, Handlanger Nummer 45. Na gut. Dann müssen wir jetzt wohl hier im Dschungel aufpassen, dass wir nicht in sowas reinlatschen. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Fußabdrücke eher aussehen, als wäre es was Barfüßiges. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Indizie, die Falle wird aus Scherbe oder aus Metallteile von unserem alten Flugzeug gemacht. Schön. Ah, was ist denn das jetzt? P9. 92 FS. Okay, dann nehmen wir doch mal die. Bin ich immer gespannt, was die kann. Na gut, weiter geht's. Oder du. Na. So. In Ordnung. Die hat definitiv mehr Munition. Rollen, um den Laserzielerfassung auszuweichen. Dann drücken sie... Okay. Okay, das war gut. Das war gut. Okay, mit der Pistole können wir auch noch die Munition nutzen. Das ist gut. Okay. Na. Ich glaube, das sind ein paar härtere Jungs jetzt. Vorsicht. So, die haben auch ein paar mehr Granate parat, die Typer. Und ich glaube definitiv, das sind ein paar härtere Buber. So. Okay. Schäfer dich. Was ist das? Okay. Desert... Uah, scheiße. Das war Desert Eagle, was der Typ hat. Nicht schlecht. So, Moment. Wir wollen jetzt nochmal die Waffe haben. Moment, wo war denn die? Da ist er. 92 FS, die will ich haben. Das ist, glaube ich, ein Police Special, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann es auch nicht sicher sagen, um ehrlich zu sein. Ich sehe ihn. So, zack und zack. Auf jeden Fall ist das eine Waffe, die nur bei Spezialeinheiten vorkommt, soweit ich weiß. Die Jungs haben Laservisiere. Uah. Mann! Mistkerl! Scheiß Typ, okay. Dann holen wir uns mal seit Desert Eagle. Die sollte ein bisschen mehr reinrotzen. Ja, das hören wir auch schon am Schuss. So. Die fetzt da richtig rein, die Desert. Ja, dann bück dich doch auch, Nathan. Okay, wir heilen uns wieder. Und jetzt warten wir. Ich glaube, du bist tot. Ja, die Desert Eagle, die reißt definitiv raus. Oh, toll. So. Wow, sogar so ein gepanzerter Typ. Sogar so ein gepanzerter Typ lässt sich von dem Ding gut beeindrucken, denke ich. Okay, was haben wir? Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Häscher hier beim Tor sind. Das ist auch geil, ihre Häscher. Die M4, die nennen wir jetzt auch. Die haben bessere Waffe, definitiv. Das gefällt mir.
Das gefällt mir schon sehr gut. Desert Eagle, ja, die nehme ich doch lieber. Die rotzt richtig gut rein. Ist auch besser als so ein West-Revolver. So. Ist zwar wenig drin und hier ist auch ein bisschen wenig drin, aber trotz allem, das sind richtig geile Waffen. Und die nutzen wir doch jetzt auch mal. Ich meine, nur weil es jetzt hier weniger Munition gibt, ist egal. Die haben dafür mehr Schade, die machen dafür mehr Schade, die Dinger. Und ich finde, wenn wir es jetzt auch hier gezeigt kriegen, dass wir die Waffe nehmen können, dann sollten wir das Angebot auch definitiv nutzen und sollten mit denen einmal ein bisschen kämpfen. Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lasst sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesem Typen nicht. Aha. Tschüss und tschüss. Komm her. Sehr gut. Okay. Gut. Ja. Und wieder die Laser. Wow, 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 wow. Wow, Mist. Und sehr gut. Da fliegt wieder einer. So, sehr gut. Man hört ja wirklich definitiv, wenn man damit schießt, das gibt richtig ordentlich Knall. Das rumst so richtig. Und da laden... Okay, da hat er schon hochgeladen. Ja, die Dinger, die ballern so richtig rein. Das ist nicht schlecht. Okay, da haben wir irgendwelche... Haben wir da nichts? Ne, da haben wir nichts mehr. Na gut. Dann... Nate, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Ist auch cool gemacht hier. Ja. Es wirkt alles noch faller. Definitiv. Und wenn das Sully hier auch am Arbeiten ist und... Hoppala. Ich sehe euch aber nicht. Das ist mal wieder das große Problem von mir. Ah, dort drüber seid ihr. Okay. Jetzt sehe ich euch auch. Wo kommen die Typen ständig her? Ja. Das ist eine berechtigte Frucht, wie ich finde. Wie sie schnauft. Okay, ihr seid da aber. Na gut, du musst dich näher dran. Anders geht es nicht mehr. Wie machen wir das? Ja, jetzt geht's los. Jo. Sehr gut, wieder einer weniger. Uiuiui. Jetzt haben wir die richtig harte Jungs als Gegner. Und nämlich so Pille-Palle-Handlanger. Das andere, das waren ja eher so Schlägertypen, würde ich sagen. Und das hier, das sind jetzt richtig militärisch ausgebildete Leute. So. Die haben eher was auf dem Kasten, denke ich. Ich glaube, das sind jetzt wirklich eher Söldner hier, wenn wir es jetzt so durchhängen. Allein das Equipment spricht definitiv besser ausgerüstete und besser ausgebildete Leute. Wow. Okay. Okay, sehr gut. Verdammt. Ja, ich hab dich. Bin schon in der Nähe zur Rettung. Und um Feuerschutz zu geben. Da kommen wieder die nächste. So. Aber den Begriff Hescher fand ich auch sehr geil, um ehrlich zu sein. So, jetzt gehen wir nur wieder runter. Oh Mist, jetzt habe ich nichts mehr. Wow, Mann. Mist, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich die Leiche plündern. Anders habe ich hier keine Möglichkeit mehr. Ah, Mann, wo seid denn ihr? Wo seid denn... Wo sind denn euer Kadaver, Jungs? Ist ja schlimm mit euch. Okay, ich kann da nicht mehr weiter. Da ist was. Sehr gut. Okay, wieder ein bisschen Munition. Komm schon. So. Sehr gut. Für den hat es gerade noch so gereicht. Dann müssen wir jetzt hier die Munition holen.
So, gut. Das reicht. Verden wieder. Ja, das ist halt schwierig, wenn man nicht so ein guter Schütze ist. Da muss man mit so einem Quatsch auskommen irgendwie. Oh, was habe ich... Oh, jetzt habe ich ja richtig gut die Pumpgun. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Das ist die M4 und das ist die SAS. Okay. Ich bleibe trotzdem bei der Vollautomatik erstmal. SAS Kaliber 12. Nicht schlecht. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal mit die Police Special. Ich glaube zumindest, dass es ein Police Special ist. Und ja, dann hätte ich mal nochmal Sache, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted, nicht Uncharted 4, oh Gott, Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.